miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute mal nicht bei der Hütte und ich habe euch was ganz Spezielles wieder mitgebracht. Eine neue Steinschleuder, Storschleuder Zwille. Heute gibt es mal wieder ein Zwillenvideo. Und zwar wieder von steinschleuder-profi.de. Und zwar die Hammerhead. Eine richtig schöne Schleuder. Zeige ich euch nachher natürlich wieder in groß. Hier mit Messing-Einsatz und mit ein wunderschönes Teil. Und das ganz Besondere an der Schleuder ist, und da geht es auch in diesem Video drum, die hat hier so einen richtig großflächig breiten Ausschnitt. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, dass das richtig Coole ist, und was heißt das richtig Coole? Cool ist das alles. Aber das Besondere ist, wenn man lernt, tatsächlich mit kleinen Kieselsteinen zu schießen. Und dafür ist das hier ideal, hier mit so einem Ausschnitt, mit so einem quadratischen. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, das verlinke ich euch da oben. Da erkläre ich das genau, weil ich weiß es nicht, wie genau wir da nochmal drauf eingehen, damit ich euch nicht langweilen muss. Aber wir schießen heute mit Kieselsteinen. Und zwar, dass man mit jedem Kieselstein, egal was der für eine Form hat und egal was der für eine Größe hat, dass ich euch zeige und lerne, wie man damit auch trifft. Weil die natürlich ganz anders fliegen als eine Stahlkugel oder eine Steinkugel. Eine Tonkugel natürlich. So, das ist die wunderschöne Schleuder. Ist unten wieder verlinkt. Darum geht es bei diesem Video. Und wir werden uns jetzt ein paar coole Ziele suchen. Ich habe natürlich mal meine Sägeblätter diesmal nicht dabei, so wie immer. Deswegen werden wir irgendwas gucken, auf das wir schießen können. Und dann probieren wir das aus. Und dann erkläre ich euch, wie man verschieden geformte Kieselsteinchen halten muss, dass die eine vernünftige, gerade Flugbahn haben. Und wie man mit der Zwille das ausgleichen muss, damit die dann auch wirklich treffen. Viel Spaß bei dem Video! Sollten natürlich immer alle ungefähr gleich groß sein. Und je nachdem, wie die geformt sind, fliegen die natürlich unterschiedlich. Und je nachdem, wie die geformt sind, muss ich die dann natürlich auch anders in die Finger nehmen, wenn ich mit der Schleuder ziehe. Das heißt, so einen Stein, den nehme ich natürlich nicht so in die Finger, sondern nehme ich so in die Finger und nehme das Gewicht möglichst nach unten. Und dann dreht sich der so wie so ein Propeller, so rum natürlich. Und dann fliegt er einen leichten Bogen um sein schweres Gewicht rum. Und je runder der Stein ist, umso gerader fliegt er. Und je seltsamer er geformt ist, umso mehr muss ich es halt natürlich ausgleichen. Und das muss man halt dann irgendwann, wenn man den in die Hand nimmt, im Gespür haben, wie ich den einlege und wie ich den ziehe. Und dann kommt man relativ schnell mit so einer Schleuder auf richtig gute Zielwerte. Unsere Berge, unsere Mädels, unsere Tracht, unser Essen, unsere Biere, Tradition vereint die Kraft. Gott mit unseren Traditionen, wo das Feuer lodernd brennt und der Tanz im Takt der Ahnen unsere Wurzeln ewig nennt. Dass der Freund da Hilfe finde, wehrhaft uns der Gegner schau, wo die Rautenbanner wehen, in unseren Farben weiß und blau. Schaut euch mal diese wunderschöne Steinschleuder an, das ist schon ganz was Besonderes. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, dieser große Ausschnitt, dieser rechtwinklige, damit man dann auch so richtig schön mit so Bachkieseln oder einfach runden Kieselsteinen schießen kann. Zeige ich euch nachher, gibt es ein extra Video, aber gehe ich noch mal kurz drauf ein. Also hier, da mit einem richtig schönen Messingstringer, mit einem richtig schönen Wurzelholz, schaut mal, wie das schillert hier. Also es ist schon eine richtig schöne, aufwendige, tolle Schleuder. Man hat sie hier so Pins wie bei einem Messer und dann hier oben richtig schön verzahnt sind dann die Edelstahlbefestigungsteile hier oben. Das ist das wunderschöne Teil, die Hammerhead. Jetzt gibt es noch so eine kleine Einweisung, wie man jetzt mit Kieselsteinchen schießt. Das ist praktisch, weil hier liegen ganz viele rum.
Das heißt, wenn ihr jetzt einen Stein habt, der zum Beispiel so ausschaut, so ein längliches Teil, so, den nehmt ihr dann natürlich so rein und zieht den dann so. Da ist ganz wichtig, wenn ihr mit dem schießt, ich habe das in einem anderen Video schon mal erklärt, verlinke ich euch oben, der fliegt natürlich anders als eine Kugel. Das heißt, der fliegt um seinen Schwerpunkt. Das heißt, der Schwerpunkt von diesem Stein ist hier. Und das müsst ihr wissen, dass wenn ihr den drinnen habt, fliegt der um den Schwerpunkt, dreht sich so und dadurch, dass sich der so dreht, fliegt er einen leichten Bogen. Und das müsst ihr ausprobieren und ins Gefühl bekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen nimmt, so einen, den flachen, das ist auch wieder ein super Beispiel. Der ist auf der Seite flach und auf der Seite rund. Das heißt, ihr nehmt den in die Schleuder, legt den wieder so hochkant ein, so, und durch die Aerodynamik fliegt er einen Bogen um die glatte Seite. Also der dreht sich wieder so im Flug und der fliegt einen solchen Bogen. So rum. Das heißt, das müsst ihr ausgleichen. Wenn ihr das ein bisschen übt, dann kriegt man das auch relativ schnell hin. Und dann könnt ihr euch natürlich auch einfach irgendwie, wenn ihr lange genug sucht, so fast runde Steine, so die halt schon ähnlich an eine Kugel hinkommen, die nehmt ihr auch immer Hochformat, legt sie dann da ein. Und das Schöne ist, ihr könnt da mit jeder Steingröße schießen, wenn ihr da ein bisschen übt. Und ihr kriegt es auch wirklich raus, wie das funktioniert. Frage Nummer. Ah, doch jetzt. Krass! Dem zum Beispiel wieder. Das Beispiel. Wie nehme ich den in die Schleuder rein? Schwerpunkt nach unten, die Seite nach hinten. So, Spitze nach vorne, so lege ich ihn ein, dass ich ihn so schön nehmen kann. So ziehe ich ihn. So wird er praktisch gezogen und dann bam. So ein Stein zum Beispiel wieder mit der Spitze nach vorne, mit dem flachen Teil nach hinten, so schön eingelegt, schön mittig drinnen, Schwerpunkt nach oben, so gezogen und bam! Gröbere Seite nach hinten, spitze Seite nach vorne, Schwerpunkt nach oben. Legt ihr so ein, so, zieht es den wieder. Und bam! So, Spätzchen, hat mal wieder alles super funktioniert. Ja? Traditionsgemäß in bayerischer Tracht, der Zwillenbub, der Lausbur. Also schaut's für ihn rein. Unten habe ich die Zwille verlinkt. Das ist ein wunderschönes Teil. Ich wiederhole mich, ich weiß, ist mir aber wurscht. Wenn ihr das Video befolgt, könnt ihr auch bald mit kleinen Bachkieselsteinchen schießen. Das heißt, ihr müsst nichts einsammeln, ihr müsst nichts kaufen, ihr könnt einfach mit den Steinen üben. Und hier, so muss es ausschauen. Hier, da, genau dieses Eck, ein bisschen größer als normal, dann kommt es ja da auch vernünftig mit jedem Bachkiesel durch. Kauft keinen Klump, müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Grüß euch.